Reise nach Albion. Hier bei Anno 117, Pax Romana, eine Kampagne. Wobei, sind wir ehrlich, eigentlich soll das Ganze ja eher Verbannung nach Albion heißen, statt Reise. Naja. Was könntest du denn benötigen? Viel, vielleicht ein bisschen Hoffnung oder so. Wir werden sehen, ne? So, umsiedelte Insel. Wir haben ein bisschen Holz dabei, das haben wir mitgenommen. Ansonsten, neue Questbuch, besiedel Salzschlick oder besiedel Insel Crackmoor. Also Crackmoor oder Salzen, ne? So oder so, wir können, naja. Also, mal gucken. Frage mich, wieso heißt hat hier eigentlich schon Namen, die Inseln? Hier steht auf umsiedelte Insel kein Name, hier steht schon ein Name drauf. Also da, wo ich jetzt bin, ist Crackmoor, ne? Crackmoor, okay. Crackmoor. Inseln haben jeweils verschiedene Fruchtbarkeiten, die für die Produktion erforderlich sind. Diese werden auf der Minikarte angezeigt. Aber erst brauche ich hier Kontor. Was? Die Besiedlung des Insel erfordert eine minütlich zu zahlende Grundsteuer. 120. Was für ein Arschloch, ey. Ich werde hier untergehen. Untergehen. Nicht nur du. Komm schon, Ben. Nachher verwechselt dich noch jemand mit der Statue der weinenden Ino. Sobald du deine Nase in ein paar Bücher gesteckt hast, wird es dir besser gehen. Du wirst sehen. Besser? Es wird mir keineswegs besser gehen, solange ich in diesem Sumpf hausen muss. Na, so sumpfig sieht es auch wieder nicht aus. Gut, hier und da vielleicht ein bisschen. Ja, die Frage ist halt, wo wollen wir eigentlich wohnen, ne? Beim Sumpf zu? Natürlich ein bisschen mehr Grünfläche gehabt, ne, auf einer Stelle. Wir haben natürlich direkt einen Sumpf nach dem anderen gereiht. Ja. Ist ja wie es ist, ne? Also wir haben hier ein paar Bergzugänge, das sollte auch ganz cool sein. Dann gehen wir doch mal hier entlang. Dann glaube ich mache hier oben ein bisschen Produktion und versuche hier ein bisschen zu wohnen. Naja. Kann nur schief gehen, ne? Moment, so. Was war 1 zu 1? Bin ständig im Wasser. Schau, schwimm heute. Schwimm heute. Eigentlich ist das Gebäude da sowieso doof. Man hat eher eigentlich ein Lagerhaus hier. Schräg so. Jetzt zu den Häusern. Und zum Gewitter. Wanderer ansiedeln. Hier. Keltisches Wohnhaus. Ein bisschen kalt ist es schon. Wer ist da jetzt? Jo, was geht ab? Finde 3 Schiffsfrakte. Ja, dann will ich mal sagen, Petri Hall und so, ne? Gehst mal auf die Suche. Sind wir direkt hier? Von da aus dann gerade hier runter. So.
Sieht doch schon recht wohnlich aus, ne? Dann natürlich die Berge zu. Wunderprächtig. Haben wir hier ein paar Wanderer. So, und als Wanderer sieht man hier keine Zwischenstraße, machen wir nur drüben im Römischen Reich, ne, ist klar. Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwie Dinge schräg bauen soll, wäre eigentlich mal cool gewesen. Gut, sind wir ehrlich, warum nur cool gewesen? Kann es immer noch machen. Moment. Scheiß Bäume, ich sehe nichts. Kann die gerade irgendwie hier Diagonalbau? Ja, müssen eigentlich gehen, ne? Sag mal. Unsere Späher haben neues Land gesichtet. Was für ein Scheißwetter. Hier irgendwie. Also wieder breite Straßen hier, ne? Ja, ne? Wir sind einfach da, aber machen auch noch nichts. Ganz rum war es der Zeit die Invasion durch Kaiser Servius, Julius Vater. Viele römische Truppen der List der keltischen Verteidiger zum Opfer fielen. Der provisorischen Boote die Buchten und Meeresarme besser kannten. Wenn die Wracks der Unglücklichen noch heute zu finden sind, können sie vielleicht ein Stück davon Geschichte bergen. Ja, ne, ist halt die Frage, wo. Gut, dann machen wir wieder die Hauptquest hier zum Anzeigen. Wie kann ich denn hier gerade switchen, weil hier machst du wieder auf, ne? Unsere Späher haben neues Land gesichtet. Ja. Okidoki, dann, was kann ich, was die alles brauchen, also für Gebäude und so brauchen, vielleicht mal hier freischalten. Neue Nahrungsmittel freigeschaltet. Herzmuscheln, der süße, delikate Geschmack der Herzmuschel vermag jeden für Neues zu öffnen. Aale. Kräftiger und nahrhaft als Muscheln sind Aale. Gold wert für Römer, denn ein bisschen Knorpel nichts ausmacht. Wäre ich lieber Vegetarier, ey. Ich werde mich für die Römer nicht so bücken, wie es die Edelmänner tun. Du bückst dich so, wie ich das sage, ne? Haben wir uns verstanden? Dankeschön. Herzmuschelfarm. Ah, der ist direkt so. Das ist ja praktisch. Das ist natürlich die Frage. Also ansiedeln kann ich es, glaube ich, sowieso. Adios, das ist sonst aber ein Problem. Unsere Späher haben neues Land gesichtet. Ich brauche nur eine Küste. Natürlich eigentlich hier hinten perfekt geeignet. Ich werde natürlich auch noch, nicht so ein Lagerhäuschen brauchen. Der geht es gerade nicht, das ist ein bisschen unpraktisch. Aber cool, dass ich die ganze Straße jetzt verlegen kann. Hier vielleicht generell mehr schräg bauen. Wirklich viel gewinne ich jetzt auch von der Straße her so nicht, aber das ist eine coole Idee, wa? Jawohl, nee, komm. Passt schon so. Dann haben wir also das da. Und dann sieht es mit dem Alfänger aus. Der braucht Sumpfland, ne? Sümpfe haben wir auch in der Nähe. Die Frage ist, braucht der generell selbst Module oder eher weniger? Nö. Er sumpft einfach gerne. Oh, muss ich. Moment.
mache jetzt aber gerne mal schräg. Und dann... So. 40, das passt doch perfekt. Dann kann er da ein bisschen Aale fangen. Dann kriegen die was zu futtern. Da ist doch auch schön. Und ja, alles weitere. Gucken wir mal, ne? Auch hier zum Beispiel kann ich ja schön schräg bauen. Wird jetzt Nacht, aber jetzt gar nicht gerne. Moment, da müssen wir mal kurz auf Tag umschalten. So. Wir warten. Dein Verhalten ist aufrichtig. Diplomatie. Oh. Das sind ja die, ja. Bruder von Skat, also sind die, okay. Begegnet. Ein guter Prätor zu sein bedeutet auch, mit Rivalen umgehen zu können. Ach, die war plötzlich erst hier, die hat ja vorher noch gar nicht, ne? Okay, natürlich auch interessant. Matrosen, vorwärts! Natürlich auch hier eine gegnerische Fraktion, ne? Inhalte, die unten. Also die wir, glaube bei Folge 2 sogar nochmal oder Folge 3 aktiviert haben. Die gab es zuvor ja so auch noch nicht. Haben wir eigentlich hier schönes? Sumpfplatz. Mhm. Okay, wir können ja noch mal ein bisschen weiter ausbauen, ne? So wie es aussah. Wie noch aussieht. Plötzlich immer ein bisschen versetzt oder so. Müssen immer gleich aussehen. Ne? Wird im Nachhinein sowieso gleich aussehen alles. Und noch keine Gebäude und so weiter habe, die ja meine Leute hier brauchen. Kann ich es mal so machen. Unsere Späher haben neues Land gesichtet. Das war ja auch mein Ziel für die Späher. Prätor Titanius? Marcia Titania. Wenn ihr Zeit habt, wüsste ich gern, was zu Hause vor sich geht. Nicht zu fassen, dass Lucius wieder auf dem Kriegspfad ist. Lippenfurt. Das ist die Insel des Prokurators. Okay. Salve, Prätor. Salve. Cäsar. Ne, ich suche eigentlich was anderes hier. Wie sieht's denn da aus? Oder gerade so von den Kosten her? Da kann ich ihm noch ein bisschen hoch, ne? Herzmuscheln sind eine Delikatesse, nicht nur für Krabben. Junge, hat's hier aber ein scheiß Wetter bei den Kelten. Ja gut, ist ja kaltes Wetter, ne? Deswegen Kelten. Entschuldigung, nicht witzig. Dann machen wir ganz schnell auf die Schnelle immer helle mal so. Muss nachher, wie gesagt, in die Gebäude kommen, die sie hier brauchen. Soll ich noch wieder ein bisschen ausbauen? Kann ich eigentlich auch schon wieder in die Forschung gehen? Das ist da eher gerade ein bisschen doof. Was ich alles gemacht habe, ne, da bleibt ja. Aber natürlich noch gar kein Wissen, ne? Also ja, ist noch zu früh. Okay. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey cool, ich würde gerne die Provinz wechseln, wir gehen... Nicht dann... Ich kann doch gar nicht weg hier? Ich kann auch mal kurz zurückgehen und gucken, wie es da aussieht, aber offenbar, nö, darfst du nicht. Du musst hier bleiben, ne? Ja, sehr gut. Mein Schiffchen, wo ist es gerade? Selbst wenn ich nicht mehr sehe, wo ich es überhaupt hingesteuert habe. Irgendwie fehlen mir hier ein paar Möglichkeiten, um einzustellen, was ich alles sehen möchte. Naja. Das Wetter ist wirklich beschissen. Holzmäßig wird vermutlich ein zweiter nicht schaden, außer wird, weil, naja, Pflanzen sind nicht gerade unbedingt so geil gerade. Was können wir noch machen? Zum Beispiel den mal noch wegnehmen.
Ernsthaft? Moment. Ach, die stehen sich hier gerade wieder an, hey. Wie die ersten Menschen. Du hast einen fatalen Fehler enthüllt. Unsere Späher haben neues Land gesichtet. Hat der jetzt da wieder für ein Problem? Ich würde eigentlich gerne das Ding auch noch verschieben. So. Die an Zwischenstraßen ziehen. Gut. Dann haben wir also das Ding. Generell sag ich mir die Karte von wegen, kannst du ruhig noch ein bisschen ausbauen. Ja gut, ne? Da generell so eine schräge Straße. Warte mal, wie sieht es denn eigentlich hier aus? Ich habe gerade überlegt, so weiter versetzt zu bauen. Da habe ich eine Straße, ein Haus. Quasi ein halbes Haus, ne? Schnell geguckt, dass ich jetzt keinen Fehler mache. 2 Häuser waren es, ne? Ist hier 4 Felder breit, das sind insgesamt eigentlich hier 7, ne? Das hey, sind jetzt da nochmal so wir testen würde. Zwei, 3, 4, 5, 6, eigentlich ganz, ne? Beziehungsweise, Moment. Zwei, 3, 3,5, ne, so. Ja, wir eigentlich. Ja, 1, zeigt es nicht richtig an, aber sind 1. Mann, Junge! Im zweiten, 1,5, ja, dann stimmt's wieder. Kann man das irgendwie hier, wenn ich so anzeigen? 1, 2, 3, 3,5. 1, 2, 3,5. Okay. So, machen wir so und gucken dann weiter, ne? Gibt ja auch ein bisschen Kohle. Also, dann haben wir noch ein bisschen was gefunden. Dann sehen wir mal nach unten wieder. Audienz gewähren. Ja, konnte das segeln. War für die Wanderer. Modebedürfnisse wollen sie auch noch haben. Markt. Der Markt ist nicht nur zum Füttern und Tauschen von Pferden da, er ist auch der einzige Treffpunkt im Umkreis. Sängerstube. Am Feuer versammelt man sich, um Lieder, Geschichten und Neuigkeiten auszutauschen auf Kosten des Prätors. Schön. Kommt meine Kosten, ne? Die Arschgeigen. So. Da unten machen. Kommt's relativ weit, ne?
Wird langsam aber sicher befüllt. Genauso wie hier unten. Sängerstuhl müssen wir ein bisschen gucken, ne? Okay, dann müssen wir mehrere bauen. Oder natürlich erst mal forschen können, damit die halt auch ein bisschen weiter reicht, ne? Machen wir da, das wäre halt eine Zivilgesellschaft, ne? Ist das Gebäude nicht, oder was? Unsere Späher haben neues Land gesichtet. Also einfach so weit unten, dass ich mir sowieso schenken kann. Also, was willst du, ne? Im Fluss. Ein Wanderer kniet im Dreck. Ein vorbeiziehender Wanderer erblickt eine Toga, hell leuchtend in den Farben römischen Adels und wird sich dir zu Füßen. Leider spritzt durch seine gut gemeinte Geste Schlamm aus einer nahegelegenen Pfütze auf deinen Saum. Du seufzt. Da er kein Latein spricht, deutet er hektisch auf die Waren, die an seinen Ponys festgebunden sind. Frisch geflochtene Schilfschuhe und Tuniken. Du kannst sie haben, wenn du möchtest. Nimm seine Entschuldigung an. Groß oder grausam, ja, seine Tuniken annehmen. Dich gnädig zeigen. Also ich persönlich hätte gesagt, gnädig zeigen, weil ganz ehrlich. Guck mal, die Geste Schlamm ist nahegelegt auf deinen Saum. Ja. Andererseits, man könnte natürlich jetzt so etwas nehmen und direkt anziehen, um quasi zu sagen, ja, ist nicht so schlimm, danke, aber trotzdem, dass du mir quasi die Toga ersetzen willst, ne? Ja, warum eigentlich Deine nicht? Stimme ist gefragt, Mündel des Moores. Ben Balium fragt sich, ob es eine Bedeutung hat, dass du dich für ein typisch römisches Gut entschieden hast. Ja, wie gesagt, er hätte das andere nehmen können, aber das war jetzt irgendwie zu offensichtlich, weil ich es sonst immer gemacht habe. Es wird sonst immer so handeln, ne? Und sagen, ja, ist jetzt eigentlich nichts Schlimmes passiert. Schwamm drüber, Bruder. Irgendwie so. Modebedürfnisse, gut, das war jetzt eher ein bisschen Zufall, ne? Okay, sind wir unterwegs. Das nächste. Schilfschuhe und Tuniken. Die kennen wir im Prinzip ja schon. Ein Tunika in Rom ist ein Tunika im fernen Albion. Die wären als Bekleidung für alle offensichtlich. Schilfsammler und dafür Schuhweber, ja. Neben, es gibt halt Einkommen und Gesundheit. Die Tunika gibt ein bisschen mehr Einkommen. Das ist auch hier das Verhältnis 1:1. Ne? Aber kann ich es überhaupt bauen hier? Auch hier ist kein Problem, ne? wegen dem Anbauen und so. Hanf kann man überall bauen. Das ist quasi die Aussage damit. Okay. Ja, macht das irgendwie hier oben mal, ne? So ein Hanfhof. Ein Hanfhof. Hanf. Hier will ich irgendwie so Dinger bauen, ne? Ja, da kann man die Stadt kaum bis hier hinten ausbauen. Das heißt, hier können wir gut irgendwie was deichseln. So, im Hanf ist halt die Frage, was brauche ich dafür noch alles, ne? Okay, 80, ne, ist es. Unsere Späher haben neues Land gesichtet. Okay, so wird jetzt einer aussehen. Das können wir jetzt mal für den ersten Moment mal so machen. Je nachdem wird es auch so aufgehen, ne? Okay,
interessant zu wissen. Ja, ich suche immer noch. Okay, dann die anderen Quests. Ah, Segeln. Ja gut, ich bin eh unterwegs dahin. Dann passt's ja. Ja, das sinkt auch weiterhin. Sehr gut. Sieht denn hier so aus? Tuniken ist noch, ja, noch gar nicht angefangen, ne? Herzmuscheln, Aale. Da will ich noch ein bisschen abwarten, bis ich dann noch weitere Gebäude baue. Da quasi was 1-1, ne? Wie lange das ausreicht. Ja, ich weiß, er ist ja schon unterwegs. Glaube ich, irgendwie. Frack. Neptuns Schiff ist bereit. Guck mal einer an. Wir erwarten deinen Befehl. Einsammeln? Hä? Muss ich was machen dafür oder geht es einfach so? Wir warten. Hä? Meine ging es jetzt mal nicht. Festina meldet. Was könntest du denn benötigen? Waffen und Seile. Ja. Ist gar nicht mal so übel eigentlich. Okay. 1 und 3. Gut, die anderen müssen wir halt noch irgendwie finden. Natürlich erstmal die ganze Karte aufdecken, ne? Wäre es natürlich einfacher. Durch die Welle. Okay, so klappen die Aufträge. Die Frage, ne, ob diese Wracks der Schiffe immer hier in solchen Umgebungen sind. Vermutlich, ne? Irgendwie auch logisch. Neutrale Kraft. Manxhafen. Besteht Interesse an ein paar Hängebauch-Moorländern? Sie beißen auch nur ganz selten. Der ist ja gar nicht drauf, ne? Ah, der ist auch hier, der Räuber. Ist jemand von euch auf der Suche nach helfenden Händen? Nö. Bilanz sind noch negativ. Das dauert mir schon irgendwie tatsächlich. Warte mal, ich habe das Gebäude da. Kann man also lassen. Machen wir da nochmal ein paar. Und nicht, dass ich deswegen direkt im Negativen wäre. So. So, Freunde, die Folge ist eh schon wieder vorbei. Wir gucken mal ganz kurz, was der noch hat. Wo ist mein Schiff hin? Okay, der kommt gerade. Und dann beenden wir die Folge für heute. Du bist hier. Sehr gut. Neuigkeiten dringen nur langsam bis an die äußersten Grenzen des Reiches vor. Du solltest uns alles berichten. Kaiser Lucius ist tot, sagst du? Ja, Kallidus ist jetzt Kaiser. Er hielt nicht viel von Lucius' Nachfolgeregelung. Julia wurde in einem Tempel eingesperrt. Die Legionen haben Kallidus stets die Treue gehalten. Trotzdem, Julia Augusta würde ich niemals abschreiben.
Ich wüsste nicht, was sie da tun könnte. Er hat den Senat und die Armee auf seiner Seite und sie steht ziemlich alleine da. Kalidos mag den Senat vorübergehend eingeschüchtert und unterworfen haben, aber sie mögen ihn nicht. Und sie hat die besten Beziehungen. Sie ist die Tochter von Kaiser Servius, dem Eroberer von Albion, dem wahren Stammvater des Pax. Lucius erntete nach seinem Tod alle Lorbeeren, doch der Sieg über die Kelten war Servius' Triumph. Verstehe. Unsere glorreiche Geschichte. Unsere Kriegsmoral. Dir mag das nicht viel bedeuten, aber Kalidos ganz bestimmt. Sein Vater war ein Leichenträger. Er muss sich noch beweisen. Sieh dich ruhig in Klippenfurt um. Ich will deine Fragen beantworten. Klippenfurt. Ja, ich würde sagen, das machen wir gerne. Aber erst in der nächsten Folge. Ich guck mal, ob ich irgendwie näher ran kann. Ja. Okay, ja, mal eine schöne Aussicht von hier unten. Toll. Muss ich zugeben, das war genau das, was ich wollte. WTF. Wir erwarten deinen Befehl. Okay, das ist ein bisschen ein Verarsche-Spiel. Gerne viel besser. Salve! Komm hier rein. Salve, Alve! Ist alles zu hier, ne? Ja, komm, als ob so ein Steg zu betreten so schwierig wäre, ne? Oh, Gottes Willen, ey. Kommt hier irgendwie ran? Nein. Okay, das Spiel will wohl nicht, dass er mich hier irgendwie umsehen darf. Ja, das Spiel will das nicht. Das ist natürlich toll. Wir haben ein tolles Thumbnail, ja, aber so ein Ding vor der Fresse zu haben. Kannst du doch auch einfach machen und hier hochgehen, ne? Haben mit ein bisschen Aufwand verbunden. Aber so geht es einigermaßen, ne? Ja gut. Freunde, danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wie gewohnt weiter. Immer heiter. Albion lässt grüßen. Wir gucken mal, was man hier jetzt alles machen kann. Ne? Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.